Liebe für alle, Hass für keinen. So steht es auf einem Flyer, den Suleiman Malik mit in den Landtag genommen hat. Der Vorsitzende der Ahmadiyya-Gemeinde in Erfurt verfolgt die Aktuelle Stunde zum geplanten ersten Moscheeneubau in Thüringen. Lieber Herr Malik, Vertreter der Ahmadiyya-Gemeinde in Thüringen. Auf diesem Gelände im Stadtteil Marbach soll die Moschee gebaut werden. 1800 Quadratmeter in einem Gewerbegebiet am Rande der Stadt. Ich habe ca. 7 Jahre gebraucht, bis ich ein Grundstück gefunden habe. Und das ist ja erstmal auch nur eine Bauvorhabenfrage. Geplant ist ein einstöckiges Gebäude mit einer kleinen Kuppel und einem Zierminarett für die 70 Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde in Thüringen. Sowohl die 2 christlichen Kirchen als auch die politischen Parteien im Thüringer Landtag befürworten das Projekt. Nur die 8-köpfige AfD-Fraktion hat sofort den Anti-Islam-Kurs eingeschlagen. Fraktionsvorsitzender Höcke gegen Kuppel und Minarett. Letzte Woche wurde bekannt, dass die Ahmadiyya-Gemeinde einen Bauvorantrag zur Errichtung einer Moschee gestellt habe. Dabei sieht die Gemeinde so wörtlich einen gesellschaftlichen Bedarf für eine Moschee. Bei gerade 80 Mitgliedern dieser Gemeinde in Thüringen sehen wir diesen gesellschaftlichen Bedarf als AfD-Fraktion im Thüringer Landtag nicht. Hier argumentiert er mit zu wenigen Mitgliedern der Ahmadiyya-Gemeinde. Zuvor warnte er vor einer sogenannten Landnahmestrategie der staatlich anerkannten Glaubensgemeinschaft. Sie nutzen das Parlament als Bühne, Sie nutzen den Bau einer Moschee für Ihre Ideologie und für Ihre antimuslimischen Ressentiments. Menschen, die Religionsgemeinschaften angehören, egal ob es Muslime, Juden, Christen, Buddhisten sind, gehören zu Thüringen, sie gehören zu Deutschland und für sie alle gelten die Grundrechte der freien Religionsausübung. In der Stadt Erfurt, in der christliche Kirchtürme die Silhouette prägen, sind die meisten Menschen wie in ganz Thüringen konfessionslos. Auch Christen sind eine Minderheit. Protestanten, gefolgt von römisch-katholischen, die jüdische Landesgemeinde ist klein und Muslime gibt es auch nur geschätzte 7000. Vielleicht haben Vorbehalte auch etwas mit dieser ostdeutschen Religionsferne zu tun. Es ist generell in Ostdeutschland schwierig, weil sehr wenige Muslime hier leben, dass die einheimischen Menschen noch diese Kultur noch nicht kennen. Am Abend versucht die AfD, ihren Anti-Islam-Kurs auf die Straße zu tragen. Auf dem Erfurter Domplatz versammeln sich laut Polizei 700 Demonstranten. Sogar ein Gastredner der Pegida aus Dresden ist eingeladen. Es sind deutlich weniger AfD-Anhänger als die Monate zuvor. Die Anti-Islam-Stimmung im Praxistest. Davor waren es die Flüchtlinge, davor war es der Euro, jetzt sind es die Muslime. Und ich bleibe dabei, eine religiöse Welt muss miteinander tolerant umgehen. Und es bleibt der Satz, Religion darf nie Teil des Problems sein. Religion muss immer Teil der Lösung sein. Heute, so hat Suleiman Malik erlebt, war der Zuspruch in Thüringen größer als die Ablehnung.